Zurück im Dorf der Sheikah. Genau gesagt in Kakariko bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ein Dorf, ein Dorf. Ein altertümliches Dorf, ein Dorf, in dem wir, naja, schon ein bisschen was zu tun hatten, aber es ist nicht so viel wie noch im Vorgänger, was auch nicht wirklich, naja, einen weiterhin beeindruckt oder überrascht. Andererseits hatten wir gerade eine interessante Entdeckung gemacht in der letzten Folge. Nämlich da oben in diesen Kranzruinen ein Hinweis darauf, wo wir eventuell den 5. Weisen finden könnten. Ne? Natürlich auch schon schön hier markiert auf der Karte, dass wir hier eigentlich ja, ein bisschen ins Gebiet von Faron gehen müssen. Und ich dachte mir so, wisst ihr was, Freunde, jetzt sind wir wieder ein bisschen auf der Oberfläche unterwegs, nicht mehr so viel im Himmel, Gott sei Dank, will ich auch noch ein paar andere Dinge machen. Und zwar unter anderem hier hin, da zwar auch noch, das ist der Tempel der Zeit, aber hier und hier oben, Moment, hier, da sind noch ganz wichtige Orte für uns, denn da, man wird es kaum glauben, müssten die restlichen Teile der, aufgepasst, der Sheikah-Rüstung sein. Ne? Wir hatten das ja damals im Makala-Institut auch schon mal entdeckt gehabt, beziehungsweise einen Hinweis darauf, dass es sein könnten. Es ist aber schon wieder eine Weile her und es ist ja auch nicht wirklich eine Sidequest was gewesen, ne? Die restlichen Teile finden. Deswegen gehen wir nochmal ganz kurz dahin. Wir müssen nun nochmal gegen ein paar Sheikah kämpfen. Jäger kämpfen, Entschuldigung. Es geht um die Jäger, sind nicht die Sheikahs. Genau, und deswegen hätte er jetzt mir so gesagt, hey, wisst ihr was, wir haben heute Folge 180. Und klar, Hauptstory und so ist natürlich auch wichtig, aber ich würde das jetzt gerne ein bisschen so timen, dass wir heute zumindest mal um die Jägerrüstung und die eine Jäger-Quest kümmern, beziehungsweise einen Jäger... So eine Jägerversteck hier unten. Moment, wo ist es? Nicht da. Hier. Wo wir nicht rein konnten. Vielleicht können wir uns noch einen Jäger demnächst mal. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das mit dem 5. Weisen und so wird doch irgendwie dann ein bisschen so timen, dass wir bis Folge 200 das große Finale haben. Ne? Also heißt es dort eigentlich auch schon der Tempel und Final Boss und so sein soll. Also ja, wir werden natürlich uns schon demnächst in Richtung Faron begeben. Aber halt trotzdem alles noch irgendwie versuchen miteinander zu kombinieren. So, da aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist das ein Jäger da oder ist er einfach nur lebensmüde? Nur verirrt, ja, dann geh lieber wieder zurück. Was ist da mehr? Ohren Fernhalten. Ja. Dein Kopf. Na ja, klar. So, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Oder hin. Hey, bin rausgewichen. Fies. Vielleicht sollte ich meine weißen Kumpel hier lieber deaktivieren. Ist vielleicht klüger. Na doch, stimmt noch. Ist er jetzt neu hier? Da haben wir den das letzte Mal übersehen. Hä? Bin zum ersten Mal hier. Hey, mach mir nix. Was willst du jetzt hier? Oh, und Silber auch noch. Haben wir sie irgendwie im Fest oder was? Autsch. Ah, mein Kopf. Moment, da muss ich eine andere Waffe nehmen fürs perfekte Ausweichen. Was der hier? Nein. Angriff schnell aufladen, das war der hier. Ein der schönes Königsdinger. Na, war ja klar.
Also nichts Besonderes leider, aber ein Königsschwert mitnehmen, auch wenn es verrostet ist, kann nicht schaden. Den Schild selbst, ne, aber noch genug, dankeschön. Oh! Erschreck mich nicht so, Mann! So. Ja, Waffen müssen ab und zu auch mal zerbrechen, wa? Okay, wir haben noch ein paar Delta-Waffen. Da ist das legendäre Heldenschwert. Ich glaube, es wird mal Zeit, ein bisschen Tribut zu zollen, wa? An die guten alten Zeiten. Den ersten Helden überhaupt. Also, nicht jetzt den Skyward Sword Link, sondern den aus Legend of Zelda. So. Mit dem Heldenschwert. Yo, das Ding hat eine Power. Eigentlich müssen die Dinger hier irgendwie auch abmontieren, waren auch mal mit dem 7 Säbel dahinter. Naja. Für ein anderes Mal. Mal gucken, was mit dem Heldenschwert so reißen kann hier, ne? Letzte Warnung! Ja, ja. Nur ganz kurz gucken in den Hinweisen, wo die anderen beiden Rüstungsteile sein sollen. Wer ist da? Hm? Hey, es ist Link, Link ist hier! Angriff, Angriff! Ashley wollte hier keine Weisen haben. Huch! Er hat da getroffen. So, und? Bin so mäßig beeindruckt. Ja, mal. Junge! Das ist unfair! Na, warte. Cooler Angriff, den Bauch aber auch mal. Ja, mal. Schreien kann er. Sunshin Langschwert, ist auch vom ersten zu fressen natürlich. Hallo. So, genau, hier haben wir damals ja ein Rüstungsding gefunden. Irgendwo hier waren noch Hinweise. Karte verzeichnet. Das Institut liegt unweit eines Stalls. Das Office Taburasa. Link Schandtaten, ja klar. Das verzeichnet genau hier drauf, ne? Da oben rechts, man sieht das Auge zwar kaum, aber da oben ist was. Dann dort, neben dem Ding, neben dem Dekowald, lustigerweise. Warte mal. Hier ist er, Todesberg. Also hier müsste noch irgendwie ein Jägerversteck sein, irgendwas in der Art, okay. Obwohl. Nee, es war hier war von Hyrule die Rede, genau hier. Da, wo sie eh schon markiert hatte. Und dann eben noch hier unten. Ne, hier. Hier, wo es auch markiert wurde. Das hier ganz kurz merken, bis dahin. Ja, das kann passen. Gut. Aber irgendwo wurde es, glaube ich, noch genauer beschrieben. Ein Foto von mir, ja, wer es glaubt. Das wären noch mehr Hinweise gewesen. Hat das irgendwie von anderen Stützpunktorten noch oder so? Also generell so kleinere Stützorten, so gibt es ja überall ein bisschen, war von denen. Hier ist auch nichts. Naja, okay.
Ja, weil eben wir wissen im Prinzip, wo es ist. Jetzt machen wir es mal so. Ich will ja eh auch noch zum Tempel der Zeit zurückkehren. Da war ja noch irgendwas, was uns hier mal erwähnt wurde, als wir damals den Damm hier geflutet haben. Ist schon eine Weile her. Eine sehr lange Weile her sogar. Wir erstens zum Tempel der Zeit und nachher zum Anliegerversteck und gucken mal, was denn dort so Schönes ist. Stelle nutzen. Oh, das war hier unterirdisch. Muss er gar nicht mehr. Ein Schneegebiet war es, das wussten wir schon noch. Falsche Richtung. Muss da rüber. Da, zum Tempel der Zeit. Zum einzig wahren Tempel der Zeit, wohlgemerkt, ne? Ja, diesen komischen Abklatsch da am Himmel. Gut, ich meine, wir haben in-game noch keine Bestätigung, welcher Tempel früher da war, aber im Prinzip wissen wir es. Also der, also Queen of Time und Co. und das der andere, vor allem das Ganze mit den Sona und so, die können nicht vorher da gewesen sein, ne? Das geht ja nicht. Das haben wir schon mal geklärt gehabt. So, ich war ja schon mal hier drin vor geraumer Zeit, weil ich dachte, vielleicht wäre da oben wieder etwas, wie damals bei Breath of the Wild. War dann aber nicht so, aber hier müsste jetzt was sein. Da wir auch schon mal unten waren. Ich bete für mehr Kohle. Höre, wenn du meine Stimme vernehmen kannst. Das Wasser zum Schlosstor ist verschwunden und ein Teil von mir ist frei. Ich danke dir von Herzen. Und diese Statue spricht zu dir aus tiefster Tiefe, fernster Tiefe. Ein Ruf aus der Tiefe. Du, wenn du meine Stimme vernehmen kannst. Die 4 Abgründe auf diesem Plateau, zu denen ich dich führte. Lass meine Augen, die du dort vorfindest, in die Abgründe fallen. Okay. Genau, ein bisschen creepy. Und wenn das Angebot zur Quest gehört, warum auch nicht? Gut, also eine Episode natürlich. Das hätten wir. Dann gehen wir doch mal da entlang. Ja, da sieht man auch schon das Siegerding. Wow. Ein Boss-Pick, okay, der Boss-Bock natürlich und dann haben die. Super. Naja. Eine Missgabel. Immer wieder sehr erfreut, einen zu sehen. Hä? Jetzt gerade. Das Einkommen, reinkommen ist natürlich nicht möglich, das war klar. Moment. Also auch irgendwie von drüber rübergleiten oder so, aber na, komm, wir machen da drüben. Das ist gerade die Versuchs von da drüben. Okay. Da vielleicht ein Krog oder so noch. Da hätte auch ein Krog sein können, weil er Bock hätte. So, naja, mit Tulins Hilfe. Das war knapp. Nee, machen wir so, komm. Okay, viele Gräser hier, lustig. Die Pferde sind platziert. Aber hier führt nicht mal ein Pferd her. Da kommt doch nie jemand vorbei. Ich frage mich, ob das wirklich nötig ist. Das Einzige, wonach wir Ausschau halten müssen, ist dieser nervige Link. Der macht nur Probleme. Da kann überall auftauchen, also pass bloß auf.
Vorhin kam der Bannenrundbrief aus dem Hauptquartier rein. Das Bannenbuch enthält wichtige Geheiminformationen. Tabu für alle außer uns Sieger. Jetzt wird es dunkler. Okay, interessant. Könnten wir Entschuldigungsmäßig einfach von oben reinfliegen. Mein ganz ehrlich, das Teil müsste ich eigentlich, wenn ich jetzt hier einen Feuerpfeil draufschmeiße, verbrennen. Natürlich nicht. Ist Jäger Geheimstoff, der brennt nicht. Kein Plan. So. Nie gewohnt erstmal anklopfen. Ja, wer ist da? Es ist Link! Servus! Okay, hier sind sie definitiv störend, weil es einfach zu eng ist hier. Toro, Toro! Hey, mal blocken. So. Da fliegt er raus. Aus dem Haus. Klopf, klopf, jemand da? Ich will doch nur gehen. Kannst du auch. Es tut mir leid, wir machen sofort die Arbeit. Du Siegerbahn vertrieben, das heißt, kann ich nach Hause gehen? Juhu! Warum, wofür? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, schicken Sagonoklat auf mich aufmerksam geworden, ne? Nee, die anderen Gründe. Die Jägermaske fehlen um die Füße. Okay, Nobu. Wir sehen uns. Ja, hasta la vista, Baby. So, Geheiminformation also. Verbannenrundbriefe, Hauptquartier. Strengst vertraulich. Neue Einsatzfahrzeugmodelle. Pix-Mobil und Todesschlitten. Aha. Anführung neuer Mindestqualifikation. Mitarbeiter im spionagetechnischen Außendienst haben verpflichtend die Erdmanipulation zu beherrschen. Hinweis. Vorbildung zum Erlernen der Erdmanipulation erfolgen ausschließlich im Trainingsbereich des Hauptquartiers. Okay, jetzt müssen wir da natürlich noch hin, ne? Diese Erdmanipulation, das müsste wohl das sein, was der Offizier ständig gegen uns einsetzt. Also irgendwie hat er in die Erde, ja, irgendwie Energien der Hand sammelt und dann in den Boden schmeißt. Irgendwie sowas in der Art. Warte mal, genau, hier haben wir was gesehen, das passt so ein. Müssen wir da hin. Da war noch was markiert. Ah ne, das war ja das hier, genau. Wo ich hin wollte. Hier müssen wir einen Schrein sein. Was, wir fliegen wir von hier, von Schloss Hyrule rüber. Das müsste einfacher gehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ein Kampf gegen Koga und so. Ich würde sogar sagen, das machen wir erst am Schluss von der ganzen Niger-Quest rein. Ne? Also das ist quasi Hauptquartier noch vorher aufsuchen tatsächlich. Und Koga erst ganz am Schluss machen. Dann wohl aber erst nach Folge 200. Die wird todsicher reichen, ne? Da müssen wir uns gar nicht ins Horn machen, Freunde. Das wird, ja. Das will offensichtlich sein. Die Richtung stimmt sogar ein bisschen. Cool. Gut, jetzt kann zumindest Tuli wieder eingreifen. Da hinten muss irgendwo ein Schrein sein. Mittlerweile haut ein Schreinsensor wieder an. Also von dem her dürfte da keine Probleme geben. Irgendwo da ist noch. Ist ein Leidl oder so, wie ich das markiert habe auf der Karte? Ist hier schwer zu erkennen. Ja, ich glaube, da war irgendwas in der Art. Ich kann mich ganz dunkel zu erinnern tatsächlich. Warte mal, der Brunnen hier ist. Natürlich jetzt noch nicht geändert worden, ne, ist klar. Aber ja, ich glaube, es war ein. Aber damals war es ein Rot oder so. Und hier müsste doch deswegen einer sein, genau, weil er da unter direkt einer ist. Das ist natürlich bloß die Frage, jo, hier ist ein Schrein, okay, aber wo?
In der Nähe tiefer. Ja, wenn ich was hätte, wo ich da hinkomme. Ist hier über den Abgrund oder so? Naja. Da kommt schon noch, keine Sorge. Ist jetzt ein Bootsteg. Warum ist da nichts? Oh Menno. Das ist schon nicht jetzt. Ja, nee, ist klar. Ich stütze dich. Mach das mal. Das kann ja in die Richtung sein, ne? Mist, wieso ist da nichts? So, ja, dann doch mal, ne? Wie fällt es momentan runter? Ganz normal gerade, ne? Aber ich muss natürlich auf dem Wasser unterstützen, das ist auch klar. Mit einer Art Miniboot, gehe ich jetzt mal davon aus. Boot, ist nur Floß. Ach, sowas in der Art bauen. Weil Holz schwimmt, ja. Warum schwimmt es davon? Ja, nee, ist klar. Nicht ganz, aber fast. So, jetzt irgendwie hier hin platziere. Oh, hallo, Maserschwert gibt es auch wieder. Noch ein bisschen mehr Gewicht draufpacken. Beziehungsweise nicht Gewicht, sondern einfach Stabilität vor allem. Gewicht wäre jetzt hier eher nicht so gut, weil es wieder sinken könnte. Mehr Gewicht werde ich vermutlich ja, durch Dinge bekommen, indem ich etwas sehr Schweres Metall sowas draufpacke. Und das will ich ja nicht. Ne? Vielleicht muss ich aber noch ein bisschen mehr aufs Land hinaus bauen tatsächlich. Das könnte mir auch sein. Ja, komm, vorhin ging es doch noch. Ein bisschen weiter vorne, war. Trotzdem wieder halt davon schwimmen, ne? Also so. Ich glaube es erst recht nicht. Ich meine. Natürlich eine ganz bescheuerte Methode. Wäre sowas in der Art. Ob das hält, das wage ich zu bezweifeln. Wow. Mehr Glück als Verstand, sagen wir dazu, glaube ich, ne? Ein Rotobin, dankeschön. Und Soulkräuter Reisbällchen. Danke. Oh ja, die Dinge gibt es ja auch noch. Dumpster ist für alle da.
Moment mal. Aber jetzt den Typen damals wirklich einfach stehen lassen. Und ich habe nach vorhin so gefragt, von wegen, wieso habe ich den Namen aber so stehen lassen? Genau gleich wie eben. Vermutlich kam auch irgendwelche Monster an oder sonst was in der Art. Da hatte keinen Bock damals, also keinen Plan. Okay. Muss ich von beiden Seiten, ne? Nee, der Dummste, ist alles in Ordnung. Ich stütze sie. Achso. Könnte auch so gehen, warte mal. Das ist schon gut vorbereitet tatsächlich. So, natürlich fällt er jetzt erst recht noch nach vorne. Das ist mir soweit klar. Jetzt muss er noch befestigen. Die Frage ist, so und dann von unten her nochmal. Nein, da wurde es nicht. So. Da wäre jetzt soweit schön eingezäumt. Sind so die große spannende Quizfrage. Warum sollte ich trotzdem einfach auf die andere Seite fallen? Ne? Kann man sich jetzt fragen. Und die Antwort darauf ist, ich habe keine Ahnung. Mann, ein bisschen schwierig den Kleber da zu sehen. So. Die Zeit rennt und es regnet. Irgendwie auch nichts Neues, weil es die ganze Zeit regnet. So, jetzt haben wir ein bisschen Gewicht auf der linken Seite und bin gespannt, was passiert. Oh, rennt davon. Er hat keinen Bock mehr. Hilfe. Was jetzt auch das Dümmste ist, kriege ich nicht mehr rein.
So. Natürlich zieht er sich jetzt hier nach hinten. Das Problem ist nur, das hatte dann keinen Einfluss auf das vordere Teil. Ich meine, er hat jetzt mehr Gewicht hinten. Er sollte eigentlich nach hinten fallen. Wenn überhaupt fallen. Ja, okay, aber es war nicht viel. Also wäre es irgendwie trotzdem bescheuert. Ich meine, das rutscht hier. Da kann ich ja kaum, irgendwie sage ich jetzt mal ganz oft gesagt, beschweren oder so. Dass er nicht mehr so sehr rutscht. So, vor allem ist das ursprüngliche Ding. Und dann irgendwie auch dachte, ja komm, das so reinpacken. Ne, so in der Art. Und dann hier zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe hier einen Stein. Und auch hinten schön beschweren, damit er gar nicht, damit er eigentlich hinten bleiben soll, ne, damit er nicht runterfällt. Es ist natürlich so, dass er trotzdem nach unten fallen wird, ne, ist klar. Habe ich das damals probiert und dann gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach, ich lasse es lieber. Ich kann mir irgendwie jetzt richtig vor, trotzdem notiert oder so. Klappt das auch, der fällt doch trotzdem runter. Es gibt aktuell keinen Grund, wieso er nicht runterfallen sollte. Ganz ehrlich, ich wäre eigentlich eher dafür, sowas tatsächlich zu machen. Einfach so zu stabilisieren. Also du jetzt nicht gerade so auf die Art, ne?
Ganz ehrlich, was ich treibe, es wird immer bescheuerter. Hä? Okay. Ich muss schauen, was ich betreibe. Nie im Leben hält das. Warum muss man meine Konstruktion wieder wegschieben? Zwischen die Dinger zu packen, eine eine Variante so. Ja, wieso wird das damals wohl nicht so gemacht, ne? Jetzt frage ich nicht mehr. Junge, fliegt Eldra tief hier. Diese ganzen Drachenquests müssen wir noch machen. Wobei Eldra haben wir schon mal gemacht. Die Statue von Eldra zu. So. Dazu, komm, jetzt schnell zum Schein da teleportieren. Anderen Schein lassen wir uns mal noch in Ruhe. Kein Plan, wie da hinkommen. Das sehen wir sicher noch. Da können wir uns das erste Mal um die Sheikah-Basis und holen das letzte Stück der Rüstung. Ist da. Okay. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. So, das Schreinsensor schlägt hier noch nicht aus, ne? Ein paar Wildpferde, okay. Da ist ein auffälliger Stein. Nee. Doch. Da fliegt wieder mal Zelda vorbei. Okay, hätte was sein können. Gut, dann irgendwo hier. Ja, da sehe ich auch schon ein paar Jägerstatuen. Das wird hier wohl irgendwo der Eingang sein. Ja, da unten sind die. Genau, so Jägersteine, besser gesagt, nicht Statuen, sondern Steine. Wasserfrüchte. Okay. Da hat noch ein paar mehr. Sehr gut. Da auch noch mehr. Oh, da unten. Nö. Ah, doch, hier. Ich bin's, der Link. Wer ist da? Du bist Link. Du wirst bezahlen, Mann. Ja, mach mal. Das will ich sehen, Kumpel. Au. Das hat weh. Kann man diesen scheiß Erdschuss irgendwie auch entkommen oder so? Oder geht das gar nicht?
Ja, schön. Ja, mach mal. Achso, da ging noch Tulin los. Hab gar nicht geschnallt. Sperrt Bananas in Pyjamas. Ah, nee. Gut, was haben wir hier Schönes? Wir haben... Okay. Nein! Etwas, womit ich nicht gerechnet habe, Freunde. Ein Majus Signum. Ja, ein paar fehlen noch. Nehmen wir mal das Ding. Haben die einfach ihr eigenes Erzlager, wa? Wobei, naja. Ja, doch, ein bisschen was gibt's hier. So, da war er schon mal nicht. Dann... Oh, viele Schwertbananen. Ist auch nichts. Guck, bist du hier drin? Warum hat sie diesen riesigen Kissen nur ein paar Pfeile drin? Also ganz ehrlich. Wer ist hier der Logistiker? Ah, da hinten aber. Das ist schon mehr gelohnt. Mist. Ein Tagebuch. Diese Hülle ist eine natürliche in Stein gehauene Festung, das insgesamt 5 Hohlräume besteht. Geheimraum. Folgende Blickrichtung des Frosches. Geheimraum, warte mal, war das jetzt eigentlich der 3. Raum, ne? Wenn von 5 Räumen die Rede ist. Was eigentlich für ein Frosch? Ist der Frosch hier? Ah, da oben. Ja, okay, ich sehe es. Weil wir gerade tatsächlich Frage, wo ist denn der... Hä? Warum haben wir gerade pennt oder so? 1, 2. Da wäre einer unterirdisch von dem her. 3. Da sind natürlich gar keine. Das ist der Eingang. Jo, kennen wir aber schon die Karte. Tagebuch, Stellen... Was? Stellenmemorandum. Okay. Einzureichen, unseren Außendienst. Beschaffen, verkaufen Waffen, Jägerbande. Anforderungen zählen können. Beherrschung einer eigener Muttersprache. Okay, viele Anforderungen haben sie ja nicht mehr. Manipulation. Ja gut, das wissen wir, dass das Hauptquartier muss. Tag. Der von Hyrule, ich wusste, dass du kommst. Was? Ich hatte das... Ey, ich hatte das Master Schwert. Oh, muss man den Master Schwert anquatschen. Und dann sagt sie, Mann, jetzt einfach so wechseln können, ich hab's doch. Link hätte was sagen können, wegen, ey, ich hab schon, ich muss nur kurz die Waffe wechseln. Junge. Okay. Das war's jetzt hier. Ich meine, gut, das war die Rede von 5 Räumen. Wir haben jetzt eigentlich nur 4 gesehen. Wenn wir ehrlich sind. Theoretisch könnte da oben nochmal einer sein, aber... Da hier irgendwo noch etwas also zur Seite des schieben können. Dann unten rein kann.
Aber so ja weniger Freunde. Meine Folge ist schon vorbei, seit längerem tatsächlich. Junge. Ja gut, also ich sehe nichts Besonderes. Es hat noch einen 5. Raum, so was geben sollte, der irgendwie was Besonderes hat, dann denke ich mir, können wir das vielleicht nächste Folge, wenn ich bis dahin gefunden habe, doch noch angucken. Ansonsten hätte ich gesagt, nächste Folge machen wir Folgendes. Und zwar das hier. Mit praktisch keiner Abwehr. Würden wir uns so zumindest mal zu dem Punkt hier bewegen. Ne? Also nicht zu dem hier, da ist jetzt gemacht. Ja komm, die Höhlensymbole sogar abgehakt, also habe ich wohl alles. Würden wir nächste Folgen aber hier hingehen, ne? Also an dem Punkt zurück und mal gucken und da reinkommen und dann irgendwas noch ist. Das ist speziell. Und vielleicht findet noch irgendwie raus, was sie mit dem Schrein auf sich hat. Es sei natürlich, ihr müsst von da, aber kann ich nicht vorstellen, dann komme ich ja hier unten hin. Dann komme ich in den Untergrund und der muss ja Oberfläche sein. Also muss hier irgendwo einen Höhleneingang geben und da irgendwie hinkommen. Naja, wir werden sehen, Freunde. Soweit, so gut. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oder wohl Tears of the Yiga war, wenn wir ehrlich sind. Die haben dank mir nur Tränen im Auge. Naja, bis dahin, bye bye.